Moin und willkommen zu einem neuen Video von Team Lützeburg. Heute sieht ihr mit mir heute rein und wir machen die letzte Extension von Yu-Gi-Oh! Die bis da rauskommen ist ab. Und zwar Doom of Dimensions. Heute dran fand da ein ziemlich viel Rogue Support, für Solfa kocht, das ganz solid geht. Und der fand auch massig Support für DDD. Verschiedene Leute und nicht so gerne. Viele Leute sind aber ganz viel, also ziemlich Freunde von dem Archetype. Das ist ziemlich kompliziert zu spielen, aber kann sich definitiv einen Platz am Rogue-Deal machen. Dann fand er auch noch viele Sachen für die Meta-Decker, natürlich Drake Hotel Support, Yami Support und K9 Support, die allen drei relevant sind für die Meta. Dann gebe ich so ein mal ein Display ab und dann sehen wir mal, was wir sehen. So, hier sehen wir dann am Open Display und da geht es los für 24 Booster. Das geht im Mainset, das heißt 9 Karten pro Booster und immer garantiert Minimum 1 Super Red an. Dann nochmal DD Defense Soldier, wie ihr seht, fängt schon nur am DDD Support. Goki Dragon Ogre, Solfa kocht Solfegia, Solfa kocht gut 3 Karten, 3 Commons, ein davon ist einfach insane, die andere ist One-Card-Combo, also die 3, die sowieso am Deck benutzt. Und ja, ganz gut Karten. Triple-Headed Behemoth, K9 Jax. Ihr seht da eine echte Support-Karte für K9. Also alle Karten aus dem Deckbuilding hat 2 Support-Karten. Und die halten also von denen ein bisschen bessere Karten. K9 kriegt ein neues Monster, die sie können sammeln. Also er hat besser wie ein Detonator für die, wo wissen, was er möchte. Das unsammelnde Pop oder mit bestimmten Konditionen leben. Ziemlich okay, ganz guten Target am Anfang. Wird man wahrscheinlich ein paar Mal gesehen an der Meta. Radiant Typhoon Mandate. Auch ganz neuen Archetype, den ein Meme zu Echtbrot wird sozusagen. Für all die wissen, MST negate, aber heutzutage ist es wirklich so, dass MST effektiv negate kann mit seinem eigenen Archetype. Fusion Draft, Licorice Lily Reaper, RB Lambda Blade, RB TCG Exclusive Archetype, hat auch ein bisschen Support. Aber soweit ich verstanden und leider möchte ich Deck nachher mal nicht so playable. Dann gehen wir zum nächsten Booster. Vielleicht Booster noch Zeit lehnen, damit ihr nicht so viel im Screen könnt. Wake Up Matcha. Das ist eigentlich die dritte Karte von den Wake Up Karten. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwann etwas gibt, aber mal gespannt. Miriam Paradox, The True Draco Phoenix Knight. Ja, True Draco kriegt auch effektiv besser Support dran. Ich meine, sie noch ein neues Bossmonster, vielleicht gesehen wir den. Goki Gameface. Solfa kocht Primora, haben wir die 2 Solfa kocht Karte, One Card, Full Combo, ziemlich gut. Leider stirbt du so Clash Sache besser wie Roll, aber da ist eben so ein Combo-Bundle um Deck, das ist Go Second Kane, das sind das Problem gibt. Aber durch Kane ist auch ziemlich playable, weil sie einen Level 5 am Main Deck, den ziemlich gut ist mit Chocolate zusammen. Regenesis Overlord, auch besser Regenesis Support, da will ich zwar leider nicht, weil das möchte. Ich weiß mal nicht, ob es gespielt wird, ehrlich gesagt, an den normalen Regenesis Decker. Lunar Rabbit, Omajinai, Dark Contract with the Different Dimension, Fusion Draft, Fleeting Flower of the Magician. Was auch hoffen wir ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was ich dran sichern, vielleicht ein Drake Hotel Support verstehen zu weisen oder natürlich der Yami Support. Aber ein kleines Starlight wäre natürlich auch nice. Warfare, The Judge of Ball, Dark Contract with the Zero King, Triple-Headed Behemoth, Radiant Typhoon Vision und die Age Secret Rare von Dooms 12 Zero Drastia. Dooms ist die Erweiterung vom Lore von Artmage. Für die das mitgekriegt beim letzten Card-Set war ja Artmage rausgekommen. Und das ist besser so die Erweiterung vom Lore. Da können Karten mit nicht spielen und zusammen Transition und so. Mal gucken, was das geht. Im Moment sind Dooms-Karten ein bisschen enttäuschend, so wie ich verstanden habe. Aber das ist so ein Lore, wo wahrscheinlich über den ganzen Jahr Support kriegt. Das heißt, zu allen Momenten kann am nächsten Setups rauskommen und dann ist der Deck einfach gesaved. Mal gucken. RB Next Phase, Apocavities, Phison Hunting Scout of the Deep Forest und RB Lambda Blade. Nächster Booster. Solfa kocht Primora, Sphinx of the Cycle. Auch gut Karte für so random Rogue Decks, die irgendwie mit den Books spielen, mit Book of Moon oder Eclipse zum Beispiel, weil die kann auch bei Erschkarte robflippen an solchen Tor am Satten, dann mischt pur interessante Sachen. Wer kann ich vielleicht mal die ein oder andere Kehr am Decker gesehen.
Serene Psychic Sorceress, Kerzeps the Gold Gluten, Doom's Raiders, Disguise the Copycat Hero, Licorice Lily Reaper, Cursed Copycat Noble Arms und Doom's Destruction. Wenn man den Display auch ein bisschen spät op Masilo no der YCS Lin, könnt ihr ja vielleicht ein bisschen drüber schwatzen, wie der performt wird, ob der YCS da oft überhaupt gegangen sind. Für mich seit ich sie gegangen und noch dazu gemäht, war ganz cool, die Wand hat wirklich Spaß gemäht. Meta ist ein bisschen überfällt mit nicht zu Rugi, mit der letzten Bundle konnte ich die Stadt aber ein bisschen erwarten. Die First King Clovis, Wake Up Matcha, Radiant Typhoon Manifestation, Goki Dragon Ogre, Radiant Typhoon Megala. Gehört mänglisch fand mich nicht ehren zu der Level 3 Engine, weil die Radiant Typhoon Karten, also den MST-Archetype, bringt auch matzig eine neue Engine, die ich spielen kann, für 2 Level 3 falls kein ohne normal zu haben. Für die das mit Terrortop zum Beispiel kennen, aber das ist ein bisschen ähnlich. RB Lambda Blade, Hunting Horn, Infernal Punisher und RB Last Stand. Fioralize Overdrive, auch als Mega-Karte, für die ich nach drunter erinnern kann, hatte so ähnliche Karten. Die First King Clovis, Serene Psychic Sorceress, Wake Up Matcha, Radiant Typhoon Chant als echt Ultra Rare dann vom Radiant Typhoon Archetype. Sieht ziemlich nice aus, auch Radiant Typhoon bringt auch noch eine andere Engine mit sich. Und zwar gibt es eine Karte, die erst 2 Zähne lässt und dann muss der, oder 4, ich weiß nicht mehr genau, muss ein Quickplay discarden. Und das kann ihn zum Beispiel mal so Decker spielen wie, wen hatte der Wart, Ronik oder Sky Striker, eben Karten, die Spells brauchen an Quickplays. Passt ziemlich gut mit dem. Dark Contract with Different Dimensions, Fleeting Flower of the Magician, Doom's Destruction und Quadogmatica Beast. Dann Sphinx of the Cycle, Dark Contract with the Zero King, Radiant Typhoon Vision, Fioralize Overdrive, Horned Brood Carnivorous, Lunar Rabbit Omagini. Ich weiß nicht, was ich davon denken soll, aber Level 1, Light, Tuner, Spellcaster. Ich freue mich, ob der Tote nicht so eine Karte geht wie Deputy irgendwann, wo irgendwie komische Sachen daneben, die dann insane sind. Outmage Peripetea Turmoil, Disguise the Copycat Hero und Fusion Draft. Dann sind wir hier mit Onomatokage. Für die sich daran erinnern könnt, als ein ganz Karte. Ich meine, die kommen mit dem ersten Booster von der Exisera raus. Da gibt es schon so etwas Ähnliches. Mariam Paradox, The True Draco Phoenix Knight, Megalith Puloch. Verschiedene Leute hatten Angst vor dem Support, weil an der Theorie können die Karte wirklich alles machen, die Megalith-Karten. Aber am Endeffekt ist es aber ziemlich enttäuschend an das eben ein Searcher-Deck, an Matroll, wo an legit all einzelne Seiten dran ist. Also doch wirklich schwer für mit dem Deck zu versichern, denke ich. Tau the Chanter, RB Operation Test, Phison Hunting Scout of the Deep Forest, Chiriel Hunting Scout of the Deep Forest, Tragic Twin Jewels, Okikus Discount. Für alles, was so Rogue-Staples sind und so, oder Imports, ich weiß noch nicht alles ganz genau, was im Deck an Set rauskommt, weil auch relevant kennt sind. Vielleicht seht ihr ja Sachen, wo ihr in die Kommentare könnt schreiben, wo da ist, könnt so und weiter dummer der Karte. Triple-Headed Behemoth, Goki Dragon Ogre, Mariam Paradox, The True Draco Phoenix Knight, die Land Soldier, als den anderen will ich nicht mit den heute als sicher am Deck dran, an die an der neuen Version, die ihr spielt. Endymion the Crescent Magistus, dort noch neuen Import. Ehrlich gesagt, ganz gut Karte. Aber teilen sich da etwas anderes erwartet für die sie kennen, Magistus Spoon. Gibt verschiedene Magistus-Kartenzwänger extrem gute Available Engine machen für Draco Tail. Aber für unbekannte Grund refusiert Konami die bei uns zu importieren. Im Moment ist ja mit guten Dateien am Platz. Als zwar eine coole Karte, mir bringt das nicht wirklich weiter mit der Engine. Silk Bomb Moth, RB Lambda Blade, Cursed Copycat Noble Arms und Quadogmatica Beast. Nächste Booster, Twilight Rose Black Knight. Wie ihr seht, ein bisschen Black Rose Support halt dran. Kann ich cool Sachen am Deck machen. Für die interessiert sind, ich schon noch eine Version gesehen mit
den Asamina-Karten. Anscheinend funktioniert das wirklich ziemlich gut für so Rogue-Deck. Kann ihn probieren, mich wahrscheinlich auch Spaß. Also kann gut sein, dass er da besonders, wo ich irgendwann ein Kergib raushole für ein Local. Megalift Puloch, Miasma Necromancer, Radiant Typhoon Vision, Doom's Command Doomdirk, Art Mega Perpetual Turmoil, RB Next Phase und Sulfur-Kocht Happiness. Ich sehe da die dritte Sulfur-Kocht-Karte an, die ist absolut busted. Echten Effekt, das nicht, also nicht durch Kost, muss der eigentlich discarden, und da könnt ihr 2 Stück adden, 2 Pendulum-Monstern, 2 Sulfur-Kocht-Pendulum-Monstern aus dem Deck. Und dann on Resolution könnt ihr nach so viel Monstern aus ihrer Hand sammeln, also Sulfur-Kocht-Monstern aus ihrer Hand sammeln, wie ihre Gegner Monster kontrolliert plus 1. Das heißt, ist immer garantiert eng sammeln, aber wenn er Gegner Monster kontrolliert und die Karte Resolve könnt ihr auch immer schon Board gespammt und ohne mal gependelt sammeln zu haben. Dann den zweiten Effekt mischt das ein zweit Pendulum-Sammel pro Token machen, das ist auch absolut busted. Und den dritten Effekt ist, dass der Scales könnt auf die Feld sammeln. Was doch interessant ist mit der Karte, das wäre Yummy Surprise, das heißt, alle Effekte als Hard Once per Turn, mit die Karte selber nicht, das heißt, ihr könnt alle Effekte, von der Karte Lupe könnt ihr alle Effekte am selben Tour benutzen, also das ist schon ziemlich witzig Kombos. Okay, kurz Discount. Dann Triple-Headed Behemoth, Wake Up Matcha, Twilight Rose Black Knight, DD Defense Soldier und Megaleaf Nothrath Plura, Luna Rabbit Omagini, Pfizer Hunting Scout of the Deep Forest, Art Mega Puppeteer Turmoil, Licorice Lily Reaper. Und da sind wir beim letzten Booster von der echten Halschen schon gekommen. 12 Booster wären da gewirrscht. Miasma Necromancer, Cookie Shake Ogre, Wake Up Matcha, Onomatokage, Levitate the Burning Blade, als mein Generic Fire Warrior Support, so wie ihn das von früher kennt. Vielleicht könnt Leute ja wie du mal aufs Kochen, aber ich meine ehrlich gesagt, solange ich sollte nicht rausgehen aus der Bande, geschieht nicht viel mit den Karten. Disguise the Copycat Hero, RB Last Stand, Sulfur-Kocht Happiness, Dracotail Sting, ich sehe da einen von den 2 Dracotail-Karten, die anderen leider ein Secret Rare. Aber ganz gut Trap, die gut mit der Meta interagiert, weil dem Deck wird Graveyard-Manipulation gefehlt. Und der Tod bringt genau das mit sich. Der kann bis zu 2 Karten vom Gegner aus dem Graveyard banishen. Ein Monster, ein Spell oder Trap. Dann zweiten Teil vom Display. Chillen ist noch Minimum 3 Ultra Rares und ein Secret Rare. Also die Linksseite ist ziemlich gefüllt mit Hits. Goki Gameface, Sphinx of the Cycle, Warfare the Judge of Ball, Sulfur-Kocht Solfegia, Ishiki Sayori Hime. Seht ihr vielleicht so nicht mal nur mehr, dass am Anfang Hidden Exorcist Support kann sie nämlich Search gehen und da könnt ihr Special und da geht das ganz Tag umrollen. Also eine ziemlich gute Karte für sie. Ob dann nur Exorcist wirklich an der Meta ging relevant, man echt dann nicht. Aber also immer cool für so Akt, ein bisschen Support zu kriegen. Radiant Typhoon Mandate, Megaleaf Anastasis, Okikus Discount und Silk Bomb Off. Onomatokage, Goki Shake Ogre, DD Lance Soldier, DD First King Clovis und Doom's Command Doomdirk. Tragic Twin Jewels, RB Next Phase, Quadogmatica Beast und Fleeting Flower of the Magician. Sind ich ja mal gespannt. Hits lassen sich ein bisschen drauf warten. Also meistens, wie das gesehen wird bei letzten Videos, für die alles verfolgt, schon oft kriegen wir einen Hit am letzten Booster. Also wird Tradition weitergehen, das sehen wir ja gleich. Dark Contract with the Zero King, Goki Gameface, Tau Tau the Chanter, Artmage Movement Pedigree und Ice Nix Ultra Rare Jupiter, the Power Patron of Destruction. Als ein Doomskart, auch wenn das nicht am Numm steht, Power Patrons und so gehören zu dem ganzen Lore. Wie der Lore genau ist, kann ich nicht so, und die rutschen noch nicht so matt. Vielleicht werden irgendwann ein bisschen mehr davon hören. Und wie weiß, vielleicht wird der noch irgendwann animiert, weil für die, die nicht wissen, Yu-Gi-Oh! Möchte eine Side-Serie im Moment, Yu-Gi-Oh! Chronicles. Und da kriegt ein bisschen verschiedene Archetypes, kriegen ihre Lore an kleinen Kurzvideo und so Anime-Video gemacht. Was ziemlich nice, könnt ihr euch gerne gucken. Dann Megaleaf Anastasis, Chiriel Hunting Scout of the Deep Forest, Cursed Copycat Noble Arms und Pfizer Hunting Scout of the Deep Forest. Wow, entschuldigt doch, die nehmen sind halt so ein bisschen kompliziert. Nächste Pack, Tau Tau the Chanter, Onomatokage, DD Defense Soldier, Sulfur-Kocht Primoa, Goki the Tyrant Ogre, Okikus Discount, Infernal Punisher,
Tragic Twin Twine Jewels, Archmage Peripetea, Turmoil. Und dann Warfare, the Judge of Ball, Kerzeps the Gold Glutton, Radiant Typhoon Manifestation, Serene Psychic Sorceress, RBG Zing Peilbanker, da ist auch immer mit denen niemand den Zuhören dran, RB Last Stand, Megalith Anastasis, Dark Contract with a Different Dimension und Luna Rabbit Omaginai. 2 Ultra Rares, ein Secret, genau Teilchen von den Hits fehlen noch. An mir Hunden noch ungefähr 6 Booster. Archmage Movement Pedigree, Gookie Gameface, Tyrolize Overdrive, Megalith Puloch und als nächstes Ultra Rare DDD Zero Doom Queen Machinex. Das ist ganz wichtig für den neuen DDD Deck. Als Mensch ein Triumph geht definitiv, also mich definitiv viel für Deck. Bringt doch Negates raus. Ich meine, es selber ist auch irgendeine Art von Negate oder so. Mir befehle ich, egal was, sind Lust oder für Connoisseuren an die Kommentare schreiben. Dann Draco Tail Sting, Radiant Typhoon Mandate, Archmage Peripetea Turmoil und RB Lambda Blade. Dann Gookie Dragon Ogre, Archmage Movement Pedigree, Solfakor Solfagia, Miasma Necromancer, Axon Kicker Oracle, auch was zu notieren und was da wahrscheinlich gemerkt wird, das ist nachher immer viel Psychic Support halt dran. Ich weiß nicht, was du mal da los mit sicher Pro Expansions gefühlt für den Psychic Support rabbringen. Und der hat die nachher mal nicht vom Deck, also ich weiß nicht, was Konami hört mit dem Deck, aber zu allem Moment kommt eine Überraschung und dann das Deck am Anfang in 10, da kann man nicht Bescheid. Phison Hunting Scout of the Deep Forest, Licorice Lily Reaper, Quadrogmatica Beast und RB Last Stand. Na, ein Secret Rare, wer weiß. Kleine Yummy Marshmallow am letzten Booster wäre schon nice. Radiant Typhoon Manifestation, Solfakor Primor, Radiant Typhoon Vision, Tautau the Chanter, Megalith Nordhaft Plura, RB Next Phase, Draco Tail Sting, Hunting Horn und Solfakor Happiness. Auch für die, die interessiert wären, nur selbst wie Solfakor zu spielen, der kann nicht mit K9 einspielen, muss es aber nicht, aber wenn der dezidiert nicht mit K9 einspielen, ist es ultra billig. Genauso wie DDD. Ich meine, das kostet vielleicht mehr wie 50 €. Und dann hat er aber ein gut viable Rogue Deck. Serene Psychic Sorceress, Dark Contract with the Zero King, DDD First King Clovis, Gookie Shake Ogre und Draco Tail Frixel. Hier haben wir dann als zweite Secret Rare, aber wie ihr kennt, sieht auch dann die zweite Karte für Draco Tail. Das ist eigentlich wirklich eine insane gute Karte. Einzige Problem ist, dass es eben kein Starter ist für Draco Tail und da das einfach die Beste fehlt. Mehr am Grind Game ist die Karte absolut insane. Ich habe zwar ein Decklich gesehen, wo das gar nicht gespielt wird auf der YCS. Aber ich denke, alle müssen da aber mal spielen, auch für verschiedene Versionen, wie zum Beispiel mit Branded. Wie dass da der Lichtmonster ist, vereinfacht das, die zwei vermischen mit Branded Fusion. Und Karte ist einfach insane am Grind Game, wie gesagt. Der kann zusammen einem Graveyard und Draco Tail Monster Trick sammeln und dann bounce da ein Monster bei euch. Er kann zum Beispiel Lukias Trick bringen, Frixel Trick an die Hand holen, Lukias Effekt und dann hat er direkt 2 Monster an der Hand für Fusionen. Also wirklich ganz gut Karte. Silkbomb Muff, Radiant Typhoon Mandate, Fleeting Flower of the Magician und Licorice Lily Reaper. Dann haben wir noch 3 Booster. Twilight Rose Black Knight, DDD Defense Soldier, Warfare the Judge of Ball, Megalith Poloch, Tri-Brigade Hammer. Tri-Brigade kommt mein Joch eng oder 2 Karten dran. Sind ziemlich gut Karten actually, aber leider mischt den Archetype nicht so ein gut genug Antwort, für das es irgendwie relevant kann sein. Also du musst nach irgendwie Support kommen oder ab schon der Bundle kommen, vielleicht für das den Antwort irgendetwas gemacht kann. Dark Contract with Different Dimensions, Chivalry Hunting Scout of the Deep Forest, Megalith Anastasis und Doom's Destruction. Das letzte Booster. An der Theorie gouf alles gepult, aber man kann ja die Videos, also vielleicht eine Chance beim Starlight. Miasma Necromancer, Sphinx of the Cycle, Radiant Typhoon Manifestation, Furalized Overdrive, Endymion the Crescent Magistus, Radiant Typhoon Mandate, Infernal Punisher, Luna Rabbit Omaginai und Hunting Horn. Dann kommen wir zum letzten Booster. Hoffentlich noch etwas, kann interessant sein, aber nicht, da war dann aber auch schon ein guter Booster, hat einen guten Vue von dem Set gut. Gookie Shake Ogre,
Didi Land Soldier, Freehead Behemoth, Marian Paradox der True Draco Phoenix Knight an Black Rose Garden. Gut mal 5 Ultra Rares an dem Display. Ah nee, okay, ich schon verstanden. Ich schon du hab's falsch gemäht. Schon die heute auf dem Ultra-Pile gelöst, war super rare. Hier haben wir dann die letzte Ultra Rare gehabt. Black Rose Garden. Neue Retrain vom Rose Garden, den ich vielleicht von früher kann, doch von FTKs und so. Und ja, wie gesagt, Black Rose kriegt besser Support. Kriegt auch 2, 3 Synchro-Monster, haben wir leider nicht gesehen, weil die sind Secret an Ultra Rare. Aber ja, wie gesagt, mit Asamina könnt ihr mal im Deck ein bisschen aber kochen für alle Black Rose Fans, not einmal euch. Das ist aber ziemlich cool. RB Next Phase, Chevrolet Hunting Scout of the Deep Forest, Draco Tail Sting und zu guter Letzt Apocalypse. So, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Der hat aber einen guten Überblick vom Set gekriegt. Leider haben wir just eine K9-Karte gesehen und keine Yummy-Karte gesehen. Aber overall hat er aber ein gutes View von dem, was ihr hier am Set finden könnt. Hoffentlich hat es euch gefallen. Das war es dafür das Jahr und wir sehen uns beim nächsten Opening. Bye bye!